Ja, wir sind Menschen, die Erfolge feiern. Wir feiern Leute, fast hätten wir es ja in diesem Sommer geschafft, mit unseren Frauen im Schweizer Fußball in den Halbfinal zu kommen. Leider hat es nicht ganz geklappt. Die Deutschen, die feiern ihren Oliver Kahn. Aus lizenzrechtlichen Gründen konnte ich nicht alle Fotos hier mitnehmen. Im Süden feiern sie Messi, sie feiern Ronaldo, Pele. Wir feiern in der Schweiz Roger Federer und natürlich der Odi. Ganz genau. Wer kennt Odi nicht? Jawohl. Und interessant, und wir feiern diese Menschen, diese Helden, nicht nur aufgrund ihrer Leistung, sondern gerade auch in der Schweiz feiern wir Helden, wenn sie etwas an Durchhaltewillen haben, Bescheidenheit, Ehrlichkeit. Und freuen uns dann mit, und ich fieber auch schon für den nächsten Weltcup, der dann, glaube ich, in Zermatt startet im Dezember. Mal schauen, wie es weitergeht für die Schweiz. Da sage ich schon, drücken wir die Daumen. Es gibt Wichtigeres, für das wir beten müssen. Amen. Gut, oder wir feiern es als Erfolg, wenn eine Familie in Harmonie, in Verständnis und Achtung miteinander lebt. Stefan hat uns letzten Sonntag so wichtige Dinge mitgegeben für die Familie, wie Gott unsere Herzen alle verändern muss, damit das überhaupt geht in einer Familie. Und ich weiß es selbst als Vater, wie viel Gott in meinem Leben tun muss, damit es geht in einer Familie und dass in einer Ehe in Einheit stehen darf, damit Kinder uns den Glauben auch abnehmen und merken, mal, dieser Glaube, der ist wirklich auch echt. Und zugleich leben wir in einer Zeit, Firmen feiern es als Erfolg, wenn Menschen sich ganz ihrem Job hingeben, Karriere machen, groß hinauskommen, aber dass mancher dadurch sein Leben verschenkt an eine Firma, seine Gesundheit und vielleicht seine Ehe und Kinder ruiniert, das wird dann oft eben auch ausgeblendet. Und die Frage, die wir uns stellen wollen heute Morgen, ist wirklich die, ja, was ist denn Erfolg? Und wir fragen uns, wie würde Jesus Erfolg definieren? Warum Jesus? Und ich möchte euch heute in der Predigt auch für euer persönliches Leben, wenn ihr gläubig seid, etwas sprachfähiger machen. Ich möchte euch Dinge mitgeben, die ihr gebrauchen könnt in eurem Alltag mit Menschen, die fragend sind, die suchend sind in Bezug auf Gott. Warum gehen wir überhaupt zu Jesus? Einer der Gründe ist der, das wissen viele Leute nicht, die Bibel ist das mit Abstand am bestverkauften Buch mit über 5 Milliarden Exemplaren auf dieser Welt. Und mit Abstand das Beste, das Zweitplatzierte sind die Worte von Mao Zedong. Und dieses Buch wird rund 5 bis 6 Mal weniger verkauft. Die Bibel ist und bleibt der absolute Bestseller auf der Hitliste der Weltliteratur. Und warum ist das so? Der Grund ist der, weil der Inhalt in der Bibel, ihre Worte, die Person von Jesus und ihre Botschaft eben zu den größten Erfolgen auch in dieser Weltgeschichte geführt haben, nämlich in der radikalen Veränderung von Menschen und zum Teil von ganzen Familien und Gesellschaften. Es gibt kein anderes Buch mit diesem Impact auf persönliche Leben der Menschen wie die Bibel. Also im positiven Sinne, es gibt schon auch Bücher mit anderem Impact. Und darum gehen wir zu der Bibel, darum fragen wir uns, was würde Jesus sagen, wenn wir durch den Korintherbrief gehen in den nächsten Wochen. Ein paar Dinge zum Korintherbrief müssen wir schon noch etwas machen, noch etwas Geschichte dazu. Die ersten Christen in Korinth, die kamen durch den Dienst von Paulus zum Glauben an Jesus. Und das waren Zeltmacher wie er, Aquila und Priscilla. Und wisst ihr, was mich so fasziniert? Er ist nicht dorthin gekommen als der große Prediger, sondern als ein ganz normaler Arbeiter. Und dort an seinem Arbeitsplatz als Zeltmacher hat er etwas ausgestrahlt und mit Aquila und Priscilla angefangen, seinen Glauben zu teilen. Und das muss so wirksam, so authentisch, so begeisternd gewesen sein, dass Aquila und Priscilla zum Glauben kommen an Jesus. Und ich möchte dir eines sagen, schätze es nie, welchen Impact du hast, wenn du mit Freude und Liebe in deinem Alltag lebst mit anderen Menschen. Und das ist das, was Gott uns schenken möchte. Er möchte aus uns begeisterte Christen machen, nicht crazy Christen.
sondern begeisterte Christen, die in ihrem Alltag wie Paulus einfach leben und uns für Menschen zusammenführt, die offen sind für Jesus. Es ist interessant, Paulus, für ihn war es ein tägliches Gebet zu beten und er bat die Gemeinde darum, für ihn zu beten und so sollten wir füreinander beten, dass Gott uns viele Gelegenheiten gibt, den Glauben zu teilen mit anderen. Manche Christen sagen, Herr, bitte in der nächsten Woche nicht. Aber wisst ihr, Gott will uns Gelegenheiten geben, den Glauben zu teilen. Das ist eines der Gebete, das mein Leben verändert hat. Und er betet um viele. Korinth, er kam dorthin und die Stadt ist übrigens heute noch fast am gleichen Ort wie damals, vor 2000 Jahren, am Isthmus, an diesem schmalen Landstreifen, durch den heute ein Kanal geht, der das Ionische Meer mit der Ägäis verbindet. Ist ungefähr 70 Kilometer westlich von Athen. Und damals, als Paulus schrieb, ungefähr 57 nach Christus, war diese Stadt eine große Stadt, auch für die damalige Zeit. Es lebten dort Römer, es lebten dort Griechen und jüdische Kolonisten. Die Stadt hatte ungefähr 700.000 Einwohner, Zürich hat um die 400.000. War eine riesige Stadt. Und war eine lebendige Stadt, eine Hafenstadt, war eine Handelsstadt, was immer lief im griechischen Reich. Irgendwann kam es noch durch Korinth. Und als Handelsstadt war sie bekannt als ein Ort der Ausschweifung. Ich habe selbst vor vielen, vielen Jahren gedient noch im Rotlichtmilieu in Rotterdam. Und wenn die Seeleute jeweils so nach einigen Wochen zur See an Land kamen, dann waren die Bordelle voll. Und es war auch in Korinth so. Die korinthischen Gelage, die korinthischen Trinker, das waren feste Begriffe in der damaligen Zeit. Und zugleich besaß Korinth mehrere Kunst- und Hochschulen. Ich würde fast sagen, bis auf den Hafen, den wir in Zürich nicht haben, Welcome to Zurich. Das war Korinth. Und genau dieses Denken und die Kultur der damaligen Zeit, die ging an den Christen nicht spurlos vorbei. Und viele der Christen haben das Denken der Gesellschaft vermischt mit ihrem Glauben an Jesus Christus. Und dann stellen wir eben dann fest, wenn wir den Korintherbrief durchgehen, dass Paulus mit vielen Denkweisen, die nicht aus dem Glauben kamen, sondern die sie mitbrachten, und zwar aufgrund ihres Lebensstils, dass er die adressieren musste mit dem Evangelium, Spaltungen. Er musste sprechen über die Beziehungen untereinander, das ganze Thema der Sexualität. Dann über das Thema der Essen und der Götzen, wie wir damit umgehen. Und denkt daran, Götzen sind in der heutigen Zeit nicht unbedingt irgendwelche Statuen, die man aufstellt, sondern es sind die Dinge, an denen wir hängen. Und dann über Dinge im Gottesdienst und letztlich über die gewaltige Botschaft und das komplett andere Weltbild von Menschen, die an eine Auferstehung glauben. Und er musste diese Dinge aufnehmen und ihnen sagen, hört einmal, das Evangelium spricht eine ganz andere Sprache als eure Gesellschaft. Und das Evangelium muss in eure Denkweise hineinkommen. Ihr müsst verändert werden und der Heilige Geist ist beständig daran, auch bei uns als neutrale Schweizer hineinzuwirken und unsere Denkweise zu verändern, damit sie durchdrungen wird vom Denken Gottes und des Evangeliums. Und liebe Freunde, das ist manchmal ein Kampf auch in unserem Herzen. Wisst ihr, es ist ja schön beispielsweise, wenn wir neutral sind. Aber wenn es um Jesus geht, kannst du nicht neutral sein. Und Jesus verurteilt die Neutralität ihm gegenüber und er sagt sehr deutlich, entweder wer nicht für mich ist gegen mich. Danke denen, was hier bleibt heute Morgen. Aber das ist das Evangelium. Warum? Weil Gott ganz klar sagt, ich habe den Mensch geschaffen und ich habe ihn geschaffen zur Beziehung mit mir. Und wer seinen Schöpfer sucht, der wird ihn finden. Und er wird das Beste seines Lebens finden. Aber er drängt sich niemandem auf, aber es kommt ein Tag des Gerichts. Es kommt ein Tag der Unterscheidung. Und liebe Freunde, dann gibt es keine neutrale Zone mehr.
Es gibt kein mittleres Nirvana zwischen Himmel und Hölle. Es gibt nur 2 Orte. Und dann sagt uns die Bibel, gerade uns als Schweizer, ihr könnt nicht einfach neutral sein. Okay, schauen wir unseren Text an. Hier heißt es am Anfang, ich weiß, wie unsinnig die Botschaft des Evangeliums oder die Botschaft des Kreuzes ist. In den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wolltet ihr auch schon den Glauben mit Menschen teilen? Und sie haben einfach gesagt, hey, das ist gar nicht, das ist nichts für mich. Lönt sie mich mit dem in Ruhe. Auch schon erlebt? Sie tönt unsinnig in den Ohren derer, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. In der Schrift heißt es, ich will die Weisheit der Weisen vernichten, die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo bleiben da die Weisen, die Schriftgelehrten, die glänzenden Redner? Gott hat sie zu Narren gemacht und ihre Weisheit als nutzlosen Unsinn entlarvt. Obwohl die Welt von der Weisheit Gottes durchdrungen ist, konnte sie, die Welt, das Denken der Welt, durch ihre Weisheit Gott nicht finden. Gott hat eine Botschaft, die unsinnig erscheint, dazu benutzt, alle zu retten, die daran glauben. Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wenn wir also Christus als den Gekreuzigten verkündigen, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn. Für die aber, die von Gott zur Erlösung berufen sind, Juden wie Nichtjuden, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Dieser scheinbar absurde Plan Gottes ist immer noch viel weiser als der weiseste Plan der Menschen und die Schwäche Gottes ist weitaus stärker, als die Menschen sind. Erinnert euch, liebe Brüder und Geschwister, er meint auch die Frauen übrigens, das ist ein generischer Ausdruck im Griechischen, und im hebräischen Kontext sowieso, dass nur wenige von euch in den Augen der Welt weise oder mächtig oder angesehen waren, als Gott euch berief. Gott hat das auserwählt. Es kommt jetzt das Wichtige, was in den Augen der Welt gering ist, um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Oder in anderen Worten ausgedrückt, wenn du meinst, du siehst ein Siebensieg, verbaust du dir den Weg zu Christus. Das ist das, was es meint, ein bisschen schweizerdeutsch Ausdruck. Entschuldigung für all die nur Hochdeutsch können. Genau, okay. Wo waren wir? Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist, um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird, und es eingesetzt, um das zunichte zu machen, was in der Welt wichtig ist, damit kein Mensch sich je vor Gott rühmen kann. Liebe Freunde, wir können Gott nichts Großes bringen. Wir können ihm nur etwas bringen, was kaputt ist, was erlösungsbedürftig ist und was dringend die Hilfe von Gott braucht. Und wer meint, Gott kann schon noch froh sein, hast mich gefunden, der hat nicht verstanden, dass er Rettung braucht. Wird ein bisschen herausfordernd, die Serie, gell? Aber es ist gut. Denn Gott er allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus sein dürft. Und jetzt sagt er etwas ganz Herrliches. Er hat diesen Christus, zu unserer Weisheit gemacht. Wenn du weise sein willst, brauchst du Jesus. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen. Unser Leben ist durch ihn geheiligt. Und darum dürfen wir heute Morgen all diejenigen, die an Jesus glauben, sagen, ihr Heiligen Gottes, ihr von Gott gerecht gesprochenen Menschen, ihr Kinder Gottes, ihr Prinzen und Prinzessinnen Gottes. Es ist nicht unser Werk, es ist sein Werk, seine Gnade. In das Chaos, an das Ende unserer eigenen Weisheit, das Gott hineingesprochen hat. Durch ihn sind wir erlöst. In der Schrift heißt es, wer stolz sein will, soll stolz sein auf das, was der Herr getan hat. Und im alten Pfingstjubel heißt es, das ist mein Rühmen einzig nur. Er. Amen. Okay. Und für alle, die hier zum ersten Mal sind, wir sind begeistert von dieser Botschaft. Darum ist das kein Vortrag, sondern ist es etwas, das in unseren Herzen brennt, diese Botschaft des Evangeliums.
Die Kernaussage für heute Morgen ist die, dass die Botschaft vom Kreuz die Botschaft des Erfolges ist. Keine menschliche Leistung, keine menschlichen Errungenschaften zählen letztlich für die Ewigkeit, sondern die Botschaft vom Kreuz, die ihre Wirkung in denen entfaltet, die ihre Unfähigkeit erkennen und anerkennen, selbst gerecht vor Gott dazustehen und die zugleich ihr ganzes Vertrauen auf den Tod und auf die Auferstehung von Jesus Christus setzen. Lasst uns ganz kurz noch die Denkweisen der damaligen Kulturen etwas anschauen. In der griechischen Kultur wurde Weisheit groß gemacht. Ergreifende Weisheiten, durchdachte menschliche Sprüche, clevere Zusammenhänge. Die Griechen haben die großen Denker hervorgebracht. Da waren die Zyniker, die Skeptiker, da war Plato, all diejenigen, die mal studiert haben und sicher viele Eins oder so gemacht haben, die mussten die Dinge lesen. Plato, der hat die Ideen von Sokrates genommen, weiterentwickelt und er sagt eigentlich, dass alles die Realitäten dieser Welt wie Schatten sind von einer echten Wirklichkeit, von echten Gedanken. Aber was wir haben, ist wie ein Schattenwerk auf dieser Welt. Da waren die Epikureer mit ihrer hedonistischen Lehre, Enjoy Life, Party. Vergnügen ist das Ziel des Lebens. Und da waren die Stoiker, das war die größte philosophische Gruppe damals, eine Gruppe, die in ständiger wandelnden Auffassung war und die letztlich an das unvermeidbare Schicksal glauben, was geschehen wird, wird geschehen. Das Einzige, was sie sagten, was man beeinflussen kann, ist die persönliche Einstellung und darum ist es wichtig, dass man stoisch lernt, statt emotional Dinge zu ertragen im Leben, reg dich nicht auf, stay cool, das Leben kommt sowieso, wie es kommt. Sehr hoffnungslos irgendwo auch. Und dann war da die jüdische Kultur, die auf Zeichen und Wunder bestand. Schon Mose damals stand unter diesem Erwartungsdruck der Menschen und Gott hat sich dann auch bestätigt. Aber auch als Jesus kam, kamen Menschen und sagen, hey, wenn du der Sohn Gottes bist, beweise es uns durch ein Wunder. Es war dieser Anspruch, wenn ich es nicht sehe und fühle, kann es nicht wahr sein. Kennt ihr das? Wenn ich es nicht sehe und fühle, kann es nicht wahr sein. Aber liebe Freunde, es gibt Realitäten, die entziehen sich unserem Sehen und Fühlen, weil sie eben nicht menschlich sind, sondern weil sie göttlich sind. Und Jesus, er hat nie die Neugierde der Menschen befriedigt. Er hat nie Wunder getan, um der Wunder willen oder um sich selbst beweisen zu müssen. Wunder waren immer ein Ausdruck der Gnade Gottes an Menschen, die echt auf der Suche waren nach Gott. Und ich dachte nur so ganz kurz, unsere Kultur, hey Zürich, come on, Party. Das hedonistische Denken ist nach wie vor Teil unserer Gesellschaft in unserer Stadt. Und wer das nicht mehr weiß, der war schon lange nicht mehr am Freitagabend irgendwo am Bellevue unten. Wir suchen das Vergnügen, wir sagen, hey, wir arbeiten für den Lohn, aber wir leben fürs Vergnügen. Oder ich denke auch als Stoiker, ich sag mal, diese Seite, die sagt, hey, wir sind irgendwo ständig doch in einem fluiden Übergang von einem zum nächsten mit der Hoffnung auf Selbstverbesserung und in Meditation, suchen wir irgendwo dieses innere Equilibrium, irgendwo innerlich zur Ruhe zu kommen. Und ich dachte so, wow, wie stark haben sich Dinge der damaligen Philosophie bis in unsere heutige Welt hineingezogen. Und Soziologen sagen und erkennen in unserer heutigen Zeit eine auf den Kopf gestellte Kultur der Scham und der Ehre, so wie eine neue säkulare Religion. Ist euch auch mal bewusst geworden, wie man heute fast religiös über Dinge diskutiert, wie Umweltschutz, wie Nachhaltigkeit etc. etc. Shaming ist das neue Wort. Wenn du fliegst, musst du Flugscham haben. Und wir setzen den eigentlichen Glauben an Gott mit menschengemachten religiösen Vorstellungen von richtig und falsch. Und
und versuchen so unsere Gesellschaft zu verbessern. Wir sind eine Kultur geworden, die Respekt sucht für die eigene Identität und die beständig Bestätigung erfordert und einfordert. So wird man ermutigt heute, auf die kleinsten Beleidigungen mit Empörung zu reagieren. Es ist das, was wir Cancel Culture nennen, wo über die kleinsten Differenzen nachher Grundsatzdiskussionen geführt werden und sich Menschen sofort in einer Opferrolle finden. Und wir nennen das Ganze Toleranz, aber eigentlich ist es eine falsche Toleranz, es ist eine Lieblosigkeit dahinter, weil sie lässt unsere Fähigkeit verkümmern, liebevoll über Kränkungen und Differenzen hinzuschauen, hinwegzusehen, vergeben zu können, Versöhnung anzustreben. Heute fordern wir unsere Rechte ein, statt nach Einheit uns auszustrecken. Oder wir betonen, dass unsere eigene Meinung wichtiger ist als das Zusammenstehen. Statt wir schaffen es nicht mal in Europa, einem so kleinen Kontinent. Unsere Gesellschaften zerbrechen. Und darum ist unsere Kultur, weil wir vom Falschen gedrängt sind und in dieser Opferrolle ständig in der Verteidigung sind und uns selbst verteidigen, sind wir übersät in unserer Gesellschaft mit einer riesigen Anzahl von zerbrochenen, scheinbar irreparablen Beziehungen und Verbindungen. Und das Kernproblem unserer Gesellschaft ist, wir berufen uns auf unsere großen christlichen Werte, aber wir denken, wir können die christlichen Werte ohne Christus leben. Und das ist der große Irrtum unserer Gesellschaft, weil du kannst keine christlichen Werte leben ohne Christus in dir. Und so sagt die Bibel, ich will die Weisheit der Weisen vernichten, die Klugheit der Klugen verwerfen. Darum heißt es hier, obwohl die Welt von der Weisheit Gottes durchdrungen ist, konnte sie ihn durch ihre Weisheit eben nicht finden. Und in dieses Dilemma hinein spricht nun Paulus und spricht Gott zu uns und er sagt, ich möchte euch eine ganz andere Botschaft präsentieren, die größer ist als die Philosophien dieser Welt, die stärker ist als die Wunder, die Menschen fordern, an das innere Erleben, nachdem das Menschen vielleicht verteidigen in ihrem Leben. Und er sagt, hör mal, ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Augen derer klingt, die verloren gehen. Und nun kommt es, er sagt, aber wir, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes. Weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet, dass die Botschaft von Jesus, dass die Person von Jesus, sein Leben, das, was er uns hinterlassen hat, zugleich liebevoll und kraftvoll an die tiefsten Sehnsüchte und Bedürfnisse unseres Menschseins anknüpft und sagt, hör mal, such am richtigen Ort. Was du dir ganz tief in deinem Leben, wonach du dich sehnst, an Bedeutung, an Wissen, an Bestätigung, an Liebe, an Nachhaltigkeit. Weißt du was, du wirst es nicht finden in den Systemen dieser Welt. Du findest es in Jesus Christus, weil er die Kraft von Gott ist. Die Kraft von Gott ist ein bisschen stärker als AKWs und manchmal muss man die ja sogar noch stilllegen. Gösgen lässt grüßen. Aber Jesus, er bringt dich allein als Brücke, die Gott geschaffen hat, hinein in eine Verbindung mit einer Kraft in deinem Leben, an Ressourcen, die Gott dir schenkt, wo du versöhnt wirst. Du wirst zuerst mal versöhnt mit Gott. Weißt du, was das heißt? Dass du furchtlos durchs Leben gehen kannst. Dass du weißt, der da oben, die Macht da oben, wenn es sie gibt, die ist nicht gegen mich, die ist für mich und ich bin mit ihr versöhnt. Ist euch mal aufgefallen, ich kenne keinen einzigen Science-Fiction-Movie und ich weiß, es gibt Leute, die sind viel besser bei den Filmen dieser Welt und Hollywood, aber alle Science-Fiction-Filme
Da geht es immer darum, um böse Kräfte von außen, die kommen. Der Mensch hat kein Konzept, ganz Hollywood, dass die Mächte, die von außen kommen auf diese Welt, also clevere Leute dahinter, das sind Philosophen dahinter oft, die diese Filme schreiben. Wenn etwas auf diese Welt kommt, sie sehen es nur als bedrohlich. Liebe Freunde, die Bibel ist das einzige Buch auf dieser Welt, die sagt, außerhalb unseres menschlich wahrnehmbaren Universums gibt es eine Welt mit einer Kraft und Energie und Herrlichkeit, die für den Menschen ist. Und wenn du weißt, du bist mit der höchsten Macht des Universums, bist du versöhnt in deinem Herzen, verändert dein ganzes Leben. Verändert dein ganzes Leben. Und es gibt nur einen Weg dazu und das ist Jesus. Die Bibel sagt es, Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus sein dürft. Er hat ihn zu unserer Weisheit gemacht. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen. Unser Leben wird durch ihn geheiligt. Durch ihn sind wir erlöst. Weißt du was? Die Bibel ist die einzige Botschaft auf dieser Welt, die dem Menschen zeigt, dass Gott letztlich nicht ein Konzept ist, das nur um uns ist, sondern dass es möglich ist, dass Gott in unser Leben kommt. In unser Leben kommt. Dass Gott eine tiefgreifende Transformation in unserem Leben bewirken kann, die das Menschliche weit übersteigt. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und so sagt uns die Bibel, hör mal, erstens, du kannst nicht nur versöhnt werden mit Gott, du kannst versöhnt werden mit dir selbst und deinem eigenen Leben und deinen eigenen Fehlern und deinen eigenen Sünden und deinen eigenen gescheiterten Dingen in deinem Leben. Ich kenne keine Psychologie auf dieser Welt, die in der Lage ist, dem Menschen in sein Gewissen Frieden zu geben, als nur die Botschaft von Jesus. Und weißt du, wie du das Leben gehst, wenn du weißt, ich bin nicht nur versöhnt mit dem großen, allmächtigen Gott, sondern ich habe Versöhnung in meinem eigenen Herzen. Und weißt du, das kann man sogar als Christ verpassen. Diese Dimension, Vergebung anzunehmen. Und ich sage es dir mal etwas menschlich, sich selbst zu vergeben. Weißt du, warum manche Menschen so aggro sind, immer noch bitter sind? Nicht, weil sie unbedingt nicht mehr mit Gott versöhnt. Du kannst mit Gott versöhnt sein, wenn du nicht mit dir versöhnt bist. Dann wird die Kraft Gottes nur in die vertikale Ebene kommen, aber nicht in dich. Und schau, die Bibel sagt, er hat unsere Sünden vergeben und er ist treu und gerecht, uns unsere Sünden zu vergeben, wenn wir zu ihm kommen. Was heißt treu? Das heißt, Gott überlegt es sich nicht zweimal, ob er dir vergibt, wenn du kommst. Er hat sich schon entschieden und er wird jedes Mal wieder es tun. Und er ist gerecht, das heißt, Gott kann nicht anders. Wenn Gott dir seine Vergebung verweigern würde, würde Gott sein Wort brechen. Und er ist gerecht in dem Sinn, dass er, wenn du kommst, dass er sagt, ich erfülle mein Wort an dir. Und weißt du, wenn wir das nahe auf unser Herzen wirken lassen, erleben wir die Kraft Gottes. Und glaube mir, Menschen, die versöhnt sind mit Gott und mit sich, die können Versöhnung leben nach außen. Es ist die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes. Er wurde uns zur Weisheit gemacht. Weißt du was? Ich bewundere die Philosophen für ihre Entdeckungen. Ich habe manche gelesen davon. Aber dann nehme ich die Bibel, dann schaue ich auf Jesus. Und ganz ehrlich gesagt, da habe ich mich entledigt von ganz viel Literatur, wo ich sagen musste, die Weisheit dieser Welt ist Torheit in den Augen Gottes. Es ist Jesus. Und dann heißt es hier, durch ihn
sind wir vor Gott gerecht gesprochen. Unser Leben wurde durch ihn geheiligt. Durch ihn sind wir erlöst. Weißt du, was das heißt? Das heißt, dass du Zugang hast zu einem Leben in der Freiheit. Zu einem Leben, das sich des Alten, des Menschlichen, im negativen Sinn des menschlichen Wertesystems entledigt hat, weil er sagt, ich kann in neuen Dimensionen leben. Ich kann in der Kraft Gottes leben. Ich bin nicht mehr gebunden an das Alte. Darum kannst du, wie Paulus, sagen, ich vergesse, was da hinten ist und ich strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Weißt du, wie viele Menschen sagen einfach heute so lapidar, forget the past. Vergiss die Vergangenheit. Kannst du nicht, außer einer löst dich von den Dingen der Vergangenheit. Und das tut Jesus. Liebe Freunde, und das Herrliche ist, dass dieser Zugang zu Jesus jedem Menschen offen steht. Dieser ist so herrlich, weil das Herz Gottes sich danach sehnt, dass du in die Begegnung und die Berührung und die Lebensdimension der Kraft Gottes kommen kannst. Und das ist die Einladung heute Morgen an dich, das ist die Einladung an uns hier in der Gemeinde. Wollen wir doch aufstehen zusammen. Jesus, er ist die Weisheit Gottes. Jesus, er ist die Kraft Gottes. Und an diesem Tag, Herr Jesus, kommen wir einfach im Gebet zu dir. Und ich bete, Herr, dass dein Licht in unser Leben hineinleuchtet und wir anfangen, das Denken, die Weisheiten, die Philosophien dieser Welt zu durchschauen, zu erkennen, wie nichtig, wie leer, wie nicht befreiend sie letztlich sind. Und dass wir heute Morgen das Strahlen deines Kreuzes, das Strahlen der Botschaft von Jesus sehen und erkennen dürfen. Heute Morgen lädst du uns ein, unser Vertrauen auf deine Kraft zu setzen. Auf deine Erlösung, auf dein Werk. Und das wollen wir jetzt im Gebet erleben. Ich möchte unsere Kleingruppenleiter bitten, nach vorne zu kommen für unsere Zeit, wo wir Menschen einfach auch dienen. Und ich möchte dich einladen, wenn du hier bist und du sagst, ich sehne mich nach dieser Kraft Gottes in meinem Leben. Ich erkenne, wie viele trügerische Dinge ich vielleicht geglaubt habe. Oder ich erkenne, ich möchte in erster Linie lernen, meine Hoffnung, meine Zuversicht auf diesen lebendigen Gott zu setzen, dann komme doch. Und in dieser Kraft Gottes, ja, da sind auch Wunder eingeschlossen. Da ist das Wunder der Vergebung eingeschlossen, wofür wir beten können. Da ist das Wunder von Heilung eingeschlossen in diesem Wort. Da ist das Wunder vor allem des neuen Lebens eingeschlossen. Und ich möchte dich ganz besonders die einladen, heute zu kommen zum Gebet, die hier sind und sagen, bin ich sicher, ob ich je mein Leben bewusst Jesus anvertraut habe. Aber ich möchte anfangen, mit diesem Jesus zu leben. Ich möchte diese Kraft Gottes zur Vergebung, Versöhnung erleben. Komme doch, komme doch. Vielleicht hat dich jemand eingeladen, dann kommt ihr zusammen zum Gebet. Aber wir wollen dir zeigen, wie das geschehen kann. Und komme auch, wenn du hier bist und neu Glauben gefasst hast an die Kraft Gottes in deinem Leben, in deiner Situation. Bitte sagen wir nie mehr, da kannst du nur noch warten. Damit reduzieren wir Gott zur letzten Lösung auf dieser Welt. Wir sollten sagen, da müssen wir in jedem Fall zuerst beten. Denn bei ihm ist die Weisheit und die Kraft und der Zugang zu allen Segnungen Gottes.